Wer mag sich noch an den Rucksack erinnern? Doch, 2, 3, hä? Ich habe euch zwar versprochen, die gleiche Predigt nochmal zu halten, aber unter der Woche habe ich dann gedacht, das ist ein bisschen stier, machen wir es neu. Und so habe ich ein neues Kleidungsstück mitgenommen, meinen Hut. Und mein Hut hat gewisse Sachen dran. Und zwar sind das Sachen, die ich von meiner Family mitbekommen habe und die wir miteinander anschauen. Wir wollen ja ein entfesseltes Leben leben und wir wollen frei werden von Bindungen, die ungut sind, die aus unserer Familie sind. Entschuldigung, Steven. Und ich habe da jemanden mitgenommen, damit niemand das Thema vergisst. Habe ich es schon mal daher geschrieben. Entfesselt leben. Entfesseltes Leben. Das ist das, was wir alle miteinander ansuchen. Aber ich ziehe jetzt den Hut noch mal kurz ab, so, wegen der Frisur. Und das sind so all die Sachen. Hey, nicht wegen der. He? Ah ja, ich habe schon mal das erste Beispiel. Ich habe hier einen 2-Fränkler und da habe ich einen Euro. Warum ist eigentlich ein 2-Fränkler, der fast genau gleich groß ist, und ein 2-Fränkler, wieso ist eigentlich ein 2-Fränkler ein 2-Fränkler, ein Euro ein Euro? Das ist eigentlich recht einfach, wegen der Prägung. Wegen der Prägung, die er hat. Und die Prägung, die er hat, die gibt ihm auch den Wert. Oder? Das ist kein 5-Lieber, sondern ein 2-Fränkler. Und das ist kein Euro. Wer will schon Euro? Wir wollen 2-Fränkler. Und genau so ist es bei dir. Du bist prägt von deiner Familie, von deiner Herkunftsfamilie. Es sind gewisse Sachen in deinem Leben drin, wo du merkst und das Traurige oder das Schöne, je nachdem, oder? Es gibt dir auch deinen Wert in dein Leben mit. Du bist wie so ein 2-Fränkler, nicht wie ein Euro. He? Und so haben wir die Prägungen. Und so Prägungen, die verfolgen uns im Leben. Oder verfolgen, die nehmen wir einfach mit, die sind ja geprägt, oder? Die hast du immer dabei, die sind von deiner Familie. Und wir kommen ja in ganz viele verschiedene Familiensituationen rein und Lebenssituationen und Herausforderungen, die wir haben im Leben. Und manchmal stehen uns bei der Lösung von diesen Sachen und Herausforderungen die Prägungen im Weg. Vielleicht, wo du in der 3. Klasse warst, nein, sagen wir 6. Klasse, damit wir schön sauber sind da, wo du in der 6. Klasse warst, oder, hast du deinen ersten Kuss mit der Heidi verpasst. Weil du einfach ein bisschen ängstlich bist. Weil sie in der Familie vielleicht immer geheißen hat, du, gell, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Irgend so ein Spruch, oder? Und dann verpasst du, und 10 Jahre später, oder? Verpasst du vielleicht in einer Kirche an einem perfekten Sonntag, wo Gottes Geist in deinem Herz wegrackt, verpasst du aufzustehen, hinterher zu gehen und für dich beten zu lassen. Dass der Geist Gottes noch mehr Kraft und Ruhe in deinem Leben bekommt. Weil Vorsicht ist besser als Nachsicht. Man weiß ja nicht. Und wieder 10 Jahre später verpasst du vielleicht deine Beförderung, wo man sagt, wer will und so, ja, bin mal ein bisschen vorsichtig. Und den anderen ist natürlich, bei dem in seinem Familienmotto ist es Frechheit siegt, oder? Der ist gerade als erstes aufgestanden, jetzt hat er die Beförderung. Gut. Ihr merkt, oder, das beschäftigt dich und mich und wir haben so ein Erbe mitbekommen. Leider, oder sagen wir mal, wir haben das Erbe von Gott mitbekommen, wenn wir Christen sind. Das haben wir das letzte Mal ein bisschen gehabt, die Zugehörigkeit, das im Reich und heute auch noch mal. Aber wir haben eben auch unser Familienerbe. Und dort nicht nur das Geld und die Ländereien und die Schlösser, die wir geerbt haben von unseren Familien, von unseren Clans, sondern eben auch die Sachen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, oder eben die Prägungen, die von der Familie kommen. Die Traditionen, die von der Familie kommen, die Verhaltensmuster, die dort drin sind. Und ich würde sogar sagen, gewisse haben sogar das Aussehen von ihren Eltern ein bisschen etwas geerbt oder so. Das Familiensystem, all das kommst du mit auf deinen Weg über. Und eine kleine Aufgabe, so, zum vielleicht auch für daheim oder zum einfach ein bisschen durchstudieren, wie würdest denn du deine Stimmung daheim in deiner Familie, wo du aufgewachsen bist, sagen wir so 0 bis 6, wie würdest du die Stimmung beschreiben, wenn du einen Wetterbericht müsstest machen? Als Beispiel, ich würde jetzt als Beispiel sagen, stürmisch, oder? Und ich kann euch sagen, ihr werdet das Leben lang, das ist jetzt sehr absolut, es gibt immer Ausnahmen und so, aber wir werden das Leben lang das, wo wir uns heimisch fühlen, suchen. Oder selber sogar kreieren. Im Beispiel heiratet der Mann eine stürmische Frau, damit er den Sturm daheim hat, oder?
Weil das ist das, wo er sich wohlfühlt. Ja, ihr lacht und ich habe auch gelacht. Und wenn du wirklich einmal darüber nachstudierst, merkst du, ui, nein. Ui, nein. Dann kommt es dir dann, oder? Dann merkst du, oh nein. Und ich kann nicht so viele persönliche Beispiele da reinbringen, weil mein Papa ist relativ früh gestorben, wir haben nie über das geredet. Ich kenne nicht einmal den Onkel und so weiter in meiner Familie. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ja, du siehst aus wie deine Großmutter. Aber vielleicht hast du das mal gehört. Nein, jetzt kommst du mal also gerade wieder Großpapi daher, so musst du sicher nicht oder so. Oder dass man dann sagt, ja, der Äpfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Das sind all die Sachen, die andere vielleicht über dich aussprechen. Und wisst ihr, was noch ein Schritt intensiver ist? Ich will nicht sagen schlimmer, aber intensiver ist, wenn du dann sagst, ja, ich bin halt so. Typisch ich. Wenn du irgendwie, weißt, wieder ausleerst oder so. Ich meine, nicht. Oh, ich würde aber gern. Gut, das Beispiel darf ich nicht bringen, da könnt ihr Miriam selber fragen. Oder, das ist für die im Podcast, die wildfremden Leute, oder? Nein, also gut. Aber da gibt es dann Sachen, wo du sagst, ja, ich bin einfach so. Und sagst das selber sogar noch über dir aus und das verstärkt dann deine Prägung und vielleicht sogar deinen Wert, den du mitgenommen hast. Und wir finden das natürlich auch in der Bibel. Und ein klassisches Beispiel, um das zu finden in der Bibel, ist, wenn ihr die Geschichte leset vom Jakob. Also Isaac, Jakob, Abraham, Isaac, Jakob, Esau, so dort umeinander. 1. Mose, ich habe es aufgeschrieben, 25 oder 27 oder so, dort könnt ihr lesen. Das ist einer, der ein Zwilling ist. Er hatte einen älteren Bruder, den Esau, und dann hat er dem am Fersen gehabt, als er auf die Welt kam, und ist gerade als Zweiter auf die Welt gekommen. Dann hat es geheißen, ja, du heisst Jakob, das heisst Fersenhalter. Aber es heisst eben auch Hinterlistige. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, der Jakob wächst auf und er heisst ihm, hey, Hinterlistige, komm mal, komm, Hinterlistige, wo bist du? Oder so ruft der Papi. Ich meine, das geht rein, oder? Wenn du das Leben lang hörst und so weiter, oder? Und dann, wir würden das ja nie machen, oder? Wir sagen nur, ja, das Bummerli. Das Mimösli wieder einmal, oder? Wo du hörst, wo du vielleicht so einen Namen für dich bekommen hast, oder ja, die Schlafkappe, oder so. Irgend so die Sachen, die wir unseren Kindern vielleicht weitergeben, die wieder Wert, die wieder Identität geben, die wieder geprägt sind. Ja, der Zappel Philipp wieder, oder so. Oder ja, du bist halt immer ein bisschen nervös, oder? Und es gibt Wert und er hört es und er nimmt es an und es prägt. Und genau so ist das auch beim Jakob gewesen. Er hat dort, er war hinterlistig gewesen. Er hat das Erstgeburtsrecht, er schwindelt oder er dealt, können wir sagen. Er hat einen wirklich super guten Deal gemacht, oder? Und dann hat er den Segen vom Vater noch geerbt. Eben nicht geerbt, sondern sich auch erschlichen. Das ist mit meinem Bart. Erschlichen. So, das ist mein Bart. Habe ich etwas gemacht? Gut, jetzt geht es wieder. Hat sich das erschlichen? Oh, Hilfe, Joni. Was muss ich machen? So, ist jetzt besser wieder? Ja, jetzt geht es wieder. Das ist im Fall typisch. Wenn ich ein Computerproblem habe, er steht nur auf und es geht wieder. Das ist im Fall echt seine Gabe. Das müsste die Geistesgaben rein, die hat er wirklich. Ich war gesehen, er ist nicht aufgestanden. Und das ist so viel Mal passiert, wirklich. Genau, oder? Und der Jakob hat auch sein Erstgeburtsrecht erschlichen, dann hat er den Segen erschlichen und später, das verfolgt dann das Familienmotto, oder? Und später haut dann sein Onkel auch wieder übers Ohr und er wird einfach verfolgt von dem. Und es wird zu seinem Lebensmotto, dass er ein Hinterlistiger ist oder es wird auch hinterlistig mit ihm umgegangen. Und wenn man das ein bisschen die Familiengeschichte, wenn man den Mose, das erste Buch wirklich liest, dann lernt man dort Abraham kennen. Und der war ja so gewesen. Also nicht gerade als Identität, aber auch er hat so ein bisschen gemauschelt, oder? Der hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben, damit er nicht umgebracht wird, weil die so hübsch war. Der hat Schiss gehabt und hat gedacht, du, wenn irgendein König diese Frau dann heiraten will, dann muss er mich zuerst umbringen, oder? Damit er die dann heiraten kann. Und dann hat er in den fremden Ländern gesagt, das ist meine Schwester. Und einer hat ja dann heiraten und dann hat Gott eingegriffen und gesagt, du, die gehört noch einem von meinen Stammvätern, da ist nichts zu machen. Oder wenn du das machst, dann, oder? Mega krass. Und wenn ihr dann einmal mit diesen Augen die Bibel leset, wie würdet ihr vielleicht das Lebensmotto von dieser Familie aussprechen? Ich habe mir da getraut, ein bisschen Böses zu sagen.
ich lüge zum Überleben. Wäre das so etwas, oder? Weil das hat Abraham gemacht, das hat Isaac gemacht und dann hat der Jakob auch wieder zum Fürsten gekommen. Vielleicht ist das so ein Ding gewesen. Oder ich vertraue Lügen mehr als Gott. Weil er hat ja gelogen, weil er irgendwie das Gefühl hat, Gott kann ihn vielleicht dann doch nicht retten. Wer weiß, das ist jetzt ein bisschen böse, oder? Aber da kann man ein bisschen mit anderen Augen an die Bibel her und denken, ja, warum macht er das und so? Was ist echt da der Hintergrund? Weil bei uns ist genau so weit auch manchmal der Hintergrund. Und ich möchte euch heute mitnehmen in verschiedene Prägungen, die wir von der Familie mitnehmen können, damit wir da ein bisschen einen Überblick haben, oder? Weil wir haben ja genau das da. Wir haben ja genau Angst in unseren Gedanken hinein vielleicht. Vielleicht ist Gesundheit ein grosser Wert oder Untreue oder Hochmut. All diese Sachen, da können wir einmal umdrüllen. Oder Empathie, wir haben ja auch Gutes. Es ist ja nicht nur so, dass Lebenslust, dann haben wir da wieder ein bisschen Jähzorn und dann Eifersucht und so. Und das ist einfach das, was mich im Leben begleitet. Und je nach Situation, wo mich herkommt, nehme ich eins und reagiere darauf. Und wenn wir so leben, das ist die Frage vom heutigen Morgen, wenn wir frei werden von diesen Bindungen, die uns zurückhalten von einem entfesselten Leben. Und so habe ich gedacht, ich mache mal, wenn das jetzt ein entfesseltes Leben ist, oder das im Flügeli, wo wir losfliegen wollen, dann gibt es so Bindungen, sage ich jetzt, von der Familie. Oder? Wo wir da dran sind. Und ich meine, das sind genau so, oder? Vielleicht hast du Spiellust oder Risikobereitschaft geerbt oder ein bisschen doch Eifersucht oder ein bisschen Hochmut oder vielleicht ist man nie so ganz bei den Worten geblieben. So ein bisschen die Sachen, die aus deiner Familie rauskommen, oder? Und die Familie prägt dich, sie gibt dir einen Wert und sind genau so Zettel. Und sie sind eben gut und schlecht, zum Teil. Hat man auch Gutes herausgefunden. Und das ist eben so, im Englischen sagt man ja, you have to take the good with the bad. Und das ist auch in der Familie so. Du kommst Sachen über, gute und schlechte. Und das Gute ist, wenn wir da drin einmal ein Gespräch suchen mit einem Berater, einem Seelsorger oder einem guten Freund, dann kann man eben auch herausfinden, was positive Eigenschaften sind, wo du für dich vielleicht nur immer negativ über dich denkst. Und im Gespräch merkst du plötzlich, aha, wenn ich so bin, dann bin ich aber auch durchhaltefähig. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss immer unten durch, ja, aber dann bist du zäh, oder? Und dann merkst du, aha, da hast du immer auch Gutes drin. Und es ist so wichtig, einmal in einem Gespräch dort hinzuschauen, um zu sagen, hey, nicht alles ist einfach nur schlecht, sondern man kann das auseinarbeiten, zum Beispiel in einem Seelsorgegespräch oder mit einem Therapeut oder so. Und vielleicht bist du auch einer oder eine von denen, die immer deine Mami noch im Hinterkopf hört. Bleib sauber, hat meine Mami immer gesagt. Das höre ich heute noch manchmal, oder? Und das sind die Sachen, die man aus der Familie heraus mitnimmt. Dann gibt es aber noch etwas Zweites, wo wir drin haben, oder? Und das sind vielleicht Süchte, die wir miteinander anschauen wollen. Und bei der Sucht sind es eben auch körperliche Bindungen. Das ist nicht nur alles im Kopf, so mit diesen Gedanken da. Ich lege das wieder ein bisschen daher, damit das da schön bei uns bleibt, oder? Sondern es ist eben dann auch eine Sache, die mit dem Körper zu tun hat, wo das Belohnungssystem mitspielt, wo Entzugserscheinungen kommen, oder? Und man könnte einfach sagen, ja, die sind alle selber die Schuld. Aber sind es das wirklich? Ich habe euch da etwas mitgenommen in einem Interview mit einem Therapeut über Alkoholsucht. Der Mensch ist ein Nachahmer, besonders in den ersten Lebensjahren. Mit einem Verwandten ersten Grades, der Alkoholiker ist, Familie, ist die Wahrscheinlichkeit 4-mal höher, selbst einer zu werden. Außerdem ist Alkoholismus zu einem gewissen Grad erheblich. Das sehen wir auch bei der Alkoholtoleranz. Wer Alkohol gut verträgt, besitzt ein höheres Risiko, Alkoholiker zu werden. Also wenn ich eine Flasche trinken kann, Wein oder so etwas, und da gar noch nicht besoffen bin, oder, dann saufe ich natürlich 2, weil ich ja etwas spüren. Und so wird man schneller Alkoholiker. Also das ist ja Alkoholtoleranz. Aber wisst ihr was? 90%, wie gross deine Alkoholtoleranz ist, hast du vererbt bekommen. Wir können nicht einfach sagen, ja, hör doch mal auf. Sondern es ist etwas, das länger wirkt in uns. Oder? Und nachher, beim Aufhören, ist es dann eine körperliche Sache. Oder Magersucht zum Beispiel. Hat individuelle Ursachen von Essstörungen, sind unter anderem die Neigung zu Perfektionismus.
Nur immer richtig als Familienmotto. Dann geht es vielleicht in die Richtung. Oder ein höherer Leistungsanspruch an sich selber und an andere. Und was wir da haben, ist ein geringes Selbstwertgefühl. Oder traumatische Erlebnisse natürlich. Und es ist vielschichtig, aber ich will euch noch ein bisschen zeigen, wie das uns bindet und eben eine Schnittmenge hat mit der Familie. Dass man nicht einfach sagen kann, ja, du, einfach easy, oder? Und dann gibt es natürlich auch noch die Sexsucht. Und dort ist es so, dass es ganz viele verschiedene Auslöser gibt, aus der Familie heraus. Aber was sich ganz klar durchsetzt, ist ein niedriges Selbstwertgefühl. Und das ist fast bei allen dreien so, das niedrige Selbstwertgefühl. Wenn du dann eben nur 20 Rappen wert bist. Und die Prägung, dein Leben haut da drauf. Ich bin wertlos. Und so haben wir so Prägungen, die drin hineinkommen. Oder aus einer Risikobereitschaft wird vielleicht eine Spielsucht. Du denkst, ja komm, da setze ich noch ein bisschen und ich könnte dann gewinnen und so weiter. Und aus Genuss, was ja eigentlich gut ist, wird vielleicht eine Alkoholsucht. Und da merken wir einfach fest, wie das auch zusammenspielen kann. Und das hängt an unserem entfesselten Leben heran. Und ich habe noch eine dritte, es gibt sicher verschiedene noch, oder? Aber ich nehme einfach die. Und dann haben wir noch eine dritte. Und das ist so Kulte. Oder Okkultes. Den haben wir ja auch noch. Und wir Christen reden ja dann manchmal noch recht gerne über diese Sachen, oder? Und da ist es eben noch so schwierig. Da hast du etwas aus der Familie raus, wird vielleicht zu einer Sucht und dann treibt es ins Verborgene, ins Reich der Finsternis. Und du bist vielleicht auch Christ und es treibt dich trotzdem in die Finsternis hinein. Und in der Finsternis wirken halt die Helfershelfer vom Teufel dort drin hinein. Und wir als Kirche sehen nicht hinter jedem Baum gerade einen Dämon oder etwas Okkultes, oder? Aber vielleicht hinter jedem dritten Baum. Oder vielleicht spielt es drin hinein. Weil auch da ist ganz wichtig, haben wir ja die Schnittmenge, wo alle drei zusammenkommen. Oder wo es nur Familie und ein bisschen Okkult zusammen haben, oder? Da merkt man auch, gibt es auf jeden Fall Sachen, oder? Oder dann eben Suchtfamilie, aber da gibt es die Schnittmenge, wo vielleicht etwas von der Familie kommt und dann etwas reinkommt und so weiter. Und so sind unsere Prägungen so wichtig. Und ich habe einen Kollegen, um das ein bisschen veranschaulichen mit diesen Schnittmengen. Ich habe einen Kollegen, kenne ich recht gut, und der hat immer zu kämpfen mit Schwermut. Einfach, nicht gerade Depression, aber einfach so Herbsttrübe in seinem Leben drin. Oder? Und der Herbst beschreibt es ja recht gut. Und dann hat er das angeschaut mit Leuten aus der Seelsorge und gemerkt, hey, das kommt ein bisschen aus der Familie raus, das kommt da raus, oder? Und dann denkt, ja gut, was ist denn noch? Und dann irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, ja, man könnte das ja freibeten. Vielleicht ist ja da noch etwas drin, oder? Wenn dann da irgendein Okkultismus, dann wären wir in diesem Bereich da, oder? Betet, ein bisschen besser geworden, Zeug und Sachen. Und am Schluss, oder, ist dann so ein bisschen daraus gekommen, oder jetzt ist er an dem Punkt, wo er mal einen Bluttest gemacht hat, weil er ungefähr gleich alt ist und so ein bisschen wissen, wie das läuft. Und jetzt hat er gemerkt, B12, das Vitamin, und Vitamin D ist inexistent in seinem Körper. Und für was sind die zuständig, oder? Für ein bisschen Happiness und vielleicht sich gut fühlen. Jetzt muss er die Dinge nehmen, oder? Die Tröpfchen und all das Zeug, oder? Und da merkst du, da sind wir in dieser Schnittstelle. Und es ist so wichtig, auch herzuschauen. Mit dem besten Kollegen oder mit einem Berater und herzugehen und sagen, hey, wo bin ich da dran? Wo sind meine Bindungen? Wo kann ich noch frei werden von etwas? Und das Seelsorge ist so ein guter Punkt, da drin hinzugehen. Wie werde ich denn frei oder wo werde ich denn frei? Und das ist der nächste Punkt, oder? Wie werden wir denn frei von diesen Sachen? Und der Leitvers heute oder überhaupt, oder wenn euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Puh. Ein recht dicker Vers, ein richtig dicker Vers, wenn man merkt, ich meine, wir reden ja jetzt nur von Bindungen. Oder? Dann haben wir ja noch gesagt, wir haben ja überhaupt Familie, oder? Und dann sind ja noch Zielverfehlungen. Also da hat Gott noch recht viel zu tun an unserem Leben, wo wir frei werden können. Wer den Sohn befreit, wer Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Und ich habe das gedacht, ich könnte das so zeichnen, oder? So ein Scherli da, oder? Und er hat da eigentlich die Dinge, die man dann schneiden kann, oder? Und in dem Augenblick, wo wir zu Jesus kommen, fängt er an schneiden.
Eins ums andere schneidet er ab. Und ich werde euch da ein bisschen 3-Punkte-Plan haben. Aber das Erste, was wir da können, ist herausfinden, mit einer Person zusammen, von dem haben wir schon ein bisschen geredet, herauszufinden, was ist denn dran? Was bindet mich? Was ist in der Familie? Wo bin ich süchtig? Und dann lassen wir Licht drin rein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht in der Finsternis bleiben, weil dort wirkt dann halt auch vielleicht gewisse Sachen, oder? Und das ist ja gewesen, der Kollege, oder? Irgendwann ist er gekommen und hat gesagt, du, ich habe ein gutes Buch gelesen, Enneagramm heisst das. Und da beschreibt er das, und dann beschreibt er dort so einen Mittagsdämon. Der kommt immer nach dem Mittag und macht eine schlechte Laune, oder? Und dann denkst du immer, ja gut, oder? Das kann ja einfach sein, wenn ich einmal das Filet im Teig esse zum Mittag, dann habe ich auch so ein bisschen Mühe und so müde. Und dann ist er so, oder mit dem ist er dann gekommen. Und denkt, ja gut, und das sind Wüstenheilige geschrieben, das Buch. Und dann hat er gedacht, ja, da müssen wir jetzt dran herangehen. Also haben wir da geschaut, oder? Was hat es mit dem zu tun und auf sich? So eine spannende Sache, dann ans Licht zu bringen, all die Bindungen und die Süchte und das Okkult und all das aus der Familie raus, ans Licht zu bringen. Und dann nochmal die Worte drin zu sagen, oder zu Jesus zu kommen und zu sagen, hey, ist jemand in Jesus, ist er eine neue Kreatur. 2. Korinther steht das. Oder wenn Jesus frei macht, er ist wirklich frei, haben wir gerade vorher gelesen. Oder wir sind seine Kinder. Dass wir das in das hineinbringen und sagen, Jesus Christus, bitte schneid ab, eins nach dem anderen, dort gehen wir hin. Und wisst ihr, wohin uns das führt, die 3 Punkte, ob wir das so oder so machen, spielt nicht so eine Rolle. Es führt uns in eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung mit dem Vater. Und genau das hat der Jakob auch gehabt. Mögt ihr euch noch schreiben, das ist der Versenhalter, oder? Der hat eine Begegnung gehabt an einem Fluss und hat mit Gott gekämpft. Und Gott hat ihm gesagt, und ich gebe dir einen neuen Namen, du heisst von jetzt an Israel. Kämpfer Gottes. Wow! Vom Hinterlistigen zum Kämpfer Gottes. Und das ist etwas, was dir passieren kann. Das ist etwas, was für dich parat ist von Jesus. Dass er sagt, begegne mir, komm zu mir und ich gebe dir einen neuen Namen. Ich gebe dir eine neue Prägung. Dein 5-Räppler, der in deinem Hirn drin ist, den nehme ich raus und ich tue einen 5-Lieber drin oder eine 100er-Noten oder was auch immer. Oder? Und das ist so wichtig. Und das brauchen wir immer wieder. Ich habe das letzte Mal kurz erzählt von dieser Geschichte im Wald, wo Gott mir begegnet ist und die Situation, Familienplanung ist besser geworden. Aber das brauche ich heute wieder. Einfach in einem anderen Thema. Ich bin auf dem Weg, auf dem Prozess dran, alles vor Gott zu bringen und immer wieder neu zu bearbeiten. Und er begegnet mir immer wieder da drin. Wenn wir ihn suchen, wird er uns nicht enttäuschen. Und das ist so krass. Heute Morgen Gott gesucht, gesagt, hey Herr, ich lese ein Kapitel und so, nachher muss ich vorbereiten, Zeug und Sachen. Und ich lese das eine Kapitel und er redet tief in mein Herz hinein. Wenn ich mir Zeit nehme und auf ihn schaue, ich bin jetzt nicht speziell mit einer Bindung oder etwas da auf dem Thema kommen, aber es ist möglich, Gott will mit dir Kontakt haben. Und du kannst mit ihm Kontakt haben, weil er dich getragen hat. Deine Schuld, deine Sünde, er hat alles abgerissen, deine Zielverfehlungen. Er hat dir eine neue Identität gegeben, du hast Zugang zu seinem Reich, zu seinem Thron. Und er will dir dort begegnen. Und manchmal ist es halt so, gell, ich weiss, es ist ja schwierig, oder? Dann fährst du an, wieder an das Zusammenknüpfen. Irgendwie. Oder? Wie es ist ja schon schön. Und da schreibt der Paulus ganz etwas Krasses, der Galater. Ich glaube, in uralt Text, Luther 1912 oder so, heißt es, ihr liefet so gut, wer hat euch verzaubert? Oder? Und heute heißt es, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Und das Gesetz ist natürlich, ich will Gott gefallen mit meiner Leistung und so weiter, oder? Aber es kann auch das Gesetz sein von der Familie. Wo du ja übertreibst, immer perfekt sein. Als Familienmotto ist auch in dein Glaubensleben flüster sein. Und lass dich nicht mehr versklaven. Du bist frei. Glaub das, was in der Bibel steht, was über dir sind, auch bei der Sucht. Natürlich,
ganz einen anderen Kontext, oder? Weil da haben wir auch immer den Kampf gegen körperliche Sachen. Kann auch sehr viel länger gehen und kann mit Rückfällen und alles. Ich will jetzt da nicht einfach nur easy Sachen machen. Aber auch beim Okkulten, dann sagen wir, lasst die Finger davon, wir schneiden es ab. Ich glaube, dass ich zum neuen Reich, das im Licht ist, dazugehöre und nicht mehr der Finsternis muss dienen. Wir sind freie Kinder, obwohl wir das bekommen haben. Und jetzt geht es los, das ist eine Zusammenarbeit mit Jesus. Das ist das, was wir ja immer beschreiben, in dieser im entfesselt bleiben. Oder? Dass es etwas Neues gibt und wir einen neuen Weg einschlagen. Und das ist der Weg von der Wahrheit, der in der Bibel über uns gesagt wird. Weil wir haben ganz einen neuen Zugang. Wir haben ganz einen neuen Zugang zu Gott. Das Alte ist vergangen. Es ist eine neue Familie, wo wir dazugehören. Es ist neu und gut, was dort drin kommt. Da können wir, die Türen gehen auf, wir können zum König reingehen und ihm sagen, was dran ist. Und du kommst auch da eine neue Identität über. Eine neue Identität in deinem Leben. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Begegne mir, komm auf meinen Schoß, ich gehe den Weg mit dir. Du gehörst ins Reich vom Licht. Das Bummerli ist gestorben. Und der Zappel Philipp und was auch immer dich prägt, ist gestorben mit Jesus am Kreuz. Und du hast ein neues Leben, einen neuen Christusträger, Christus in dir. Das ist das, was so wichtig ist. Dass wir uns das jeder hat einen zweiten Namen bekommen. Ich heiße nicht mehr nur Elias, sondern Elias Christoph Scherer. Weil Christoph heißt Christusträger. Das Lustige ist, die Frauen sind nicht Christine, sondern Christophine ist die Übersetzung von Christusträger. Und das finde ich noch ein lustiger Name, oder? Also Christophine, aber das kann man sich merken und es ist gut und es ist tief. Wenn wir können sagen, hey, ich bin Christus in mir, seine ganze Salbung, sein ganzes Segen, sein Ganze, was er für mich parat hat, ist in meinem Leben da. Und es ist nicht mehr der Wert vom Zweifränkler, von dieser Prägung, sondern es ist ein neuer Wert, der da ist. Wo wir haben in unserem Leben. Und Jesus, der will genau da in dieser Schnittmenge, die am meisten wehtut, da richtet er sein Kreuz auf. Und will er dir eine neue Identität, einen neuen Wert, eine neue Kraft geben, durchdringt das alles. Alle die Bereiche, die uns irgendwie zurückhalten können. Er will das durchdringen. Er will mit dir das erleben, dass du frei wirst. Und er steht mit seiner ganzen Hilfe dir da zur Seite. So wie man in einer Familie zusammenhält. Auch wenn du das nie erlebt hast, dann ist es eine neue Familie. Da hebt man zusammen. Und da tut er auch dir da drin wirken. Darum habe ich euch den Galater 2,20 noch mitgebracht. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und das ist die neue Wahrheit, meine Damen und Herren. Das ist die neue Wahrheit, die in dein Herz hineinfließen wird. Und Jesus, ich bitte dich, dass die neue Wahrheit in unsere Herzen hineinkommen. Der ist nicht da. Der ist im Unsichtbaren schon passiert. In dem Moment, wo wir uns hingewendet haben ins Licht, ist alle Finsternis von uns abgefallen. Sind alle Fesseln weggekommen. Wir haben alle Bedingungen für ein entfesseltes Leben bekommen. Und jetzt stehen wir zusammen und bringen die unsichtbare Wahrheit mit deinem Leben ins Sichtbare hinein.
dass das sichtbar wird an meinem Leben, dass ich frei werde. Das ist so etwas Gewaltiges, was unsichtbar passiert ist. Und wir, mit Hilfe von Jesus, mit Hilfe von Gesprächen, bringen langsam, Schritt für Schritt, das, was in der Unsichtbarkeit schon wahr ist, ins Sichtbare hinein. Und vollendet ist es im Himmel. Wo dann das Unsichtbare sichtbar wird, wo wir das Reich sehen, wo wir den Thron sehen, wie auch immer das dort wird aussehen. Und das ist unser Weg, in dieser Wahrheit von Jesus Christus zu leben. Das, was er über dich sagt. Und darum gilt, bis 20, bis 30 habe ich gemeint, Bibel lesen ist ein Muss, weil man einfach muss. Weil man es muss, oder? Wir haben auch keine in der Familie, man macht es dann schon richtig, also muss man. Aber alles, was ich muss, will ich ja gar nicht. Sonst müsste ich es ja nicht müssen. Und mit 30 habe ich gecheckt, wie gut mir das tut. Wenn die Worte tropfweise für mich jeden Morgen in mein Herz hineinfällt, gehe ich einfach anders in den Tag hinein. Weil der Kollege, den ich geredet habe, der kein Vitamin hat, das bin ich. Und es ist so ein Unterschied, mit dem Jesus in den Tag hinein zu starten. Und das ist die Aufgabe, die wir haben miteinander. Und ich bitte euch zum Aufstehen, zum Betten. Jesus, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast. Und zwar wirklich frei. Und ich danke dir, dass du uns den Weg geebnet hast und vorausgegangen bist und alles erträgt hast. Und ich danke dir, Vater, dass du aus lauter Liebe uns deinen Sohn geschenkt hast. Danke dir, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast und den Weg bereitet hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Heiligen Geist in unsere Herzen hineintun hast. Sodass alles, was wir nötig haben, bei uns drin ist. Und ich danke dir, dass das alles aufgeschrieben ist in deinem Wort hinein. Und wir es können erreichen durch Glauben. Und Jesus, du hast uns frei gemacht. Und wir möchten es im Glauben annehmen. Wir sind frei. Und im Glauben sehen wir schon die Freiheit. Und im Leben probieren wir Schritt für Schritt, dass die unsichtbare Wahrheit wahr wird. Danke, Jesus, begleitest du uns auf dem.